I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love. So, wie So. geht's? Wie steht's? Ja, du, eigentlich echt gut. Es ist immer noch schön Wetter. Also oder wieder schön Wetter. Wieder vor allem, ja. Ja, nach strengen Wochenende, Musikvideo drehen, du bist dabei gewesen. Ja, ich sage mal so, jetzt ist wieder schön Wetter, aber das Wochenende wird einfach nicht wieder schön werden. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Ja. Es war ein bisschen schade, weil aber das schöne Wetter ist ja eigentlich fast Grundvoraussetzung, einfach, Ja. dass das Video schön aussieht. Ja, mega. Also es ist halt vor allem, man kann sich das ein bisschen vorstellen, so ein bisschen musikvideomässig die Schweiz zeigen, auch mit der schönen Wiese und so und den Bergen im Hintergrund. Aber wenn halt völlig neblig ist oder halt einfach grau, der ganze Himmel wie so eine graue Suppe, dann sieht es auf der Kamera einfach auch nicht schön aus. Das ist halt so. Also mein Dozent hat damals auch irgendwie so gesagt, die Kamera, die tut halt Licht auffangen. Und wenn das Licht von den Wolken zuerst blockt wird und halt auch Diffusion passiert, also es wird halt ganz fest gestreut über alles, dann sieht es einfach scheiße aus. Und mit dem Schlagwort «Auffangen» begrüßen wir euch ganz herzlich. Herzlich willkommen. Also das ist halt wie eine grosse Softbox. Also das kennt ihr vielleicht, wenn jemand Fotos macht oder so, dann hat er immer vor den Lichtern die weißen Boxen, wo das Licht eben durch den Diffusor, durch die weiße Matte vorne durchgeht und dann wird das so weich, damit es nicht so krass reflektiert von den Sachen, die man beleuchtet. Und die Sonne ist halt in dem Sinne ein riesiges Licht und die Wolken sind ein riesiger Diffusor. Und dann sieht es nachher einfach aus, wie wenn du... Ja, es sieht einfach nicht schön aus. Also ausser du brauchst genau das. Du willst so eine traurige, graue Stimmung, so Twilight oder so. Dort ist es immer so Wetter. Aber Immer traurig. immer traurig, immer so düster. Es ist auch ein Ort, es geht ja dort auch darum, weil eben... also es passt auch zu der Story. So, aber wenn dir das nicht passt, dann nein, dann kannst du es auch einfach nicht brauchen. Das, Wie heisst der Schauspieler bei Twilight? der Der Schönling. Ja, Weisst du, voll. welchen? Warte jetzt mal, wie heißt er? Oh Gott, ich weiß es gerade nicht. Ich denke die ganze Zeit an Neil Patrick Harrison, aber das ist der von How I Met Your Mother, der Barney spielt. Okay. Aber weißt du, welcher Schönling? Ja. Brad. Oh mein Gott, mir kommt der Name gerade nicht in den Sinn. Nachher kommt es mir sicher in den Sinn. Aber es ist mir auch gerade in den Sinn gekommen. Meine allererste Flamme. Das ist, glaube ich, in der zweiten Oberstufe ist das gewesen. Und nachher so das erste Mal so ein bisschen Herzschlag, erhöhter Blutdruck und weiss nicht was. Und danach wir haben das eigentlich sehr gut verstanden und dann haben wir einmal abgemacht, um ins Kino zu gehen. Und das ist genau so also es ist wirklich der beschissenste Scheißfilm, den ich jemals mit einer bin schauen. Aber ich bin den Film halt für sie schauen. Und das war eben auch mit dem Schauspieler von Twilight. Mann, wie heisst er jetzt? Wenn man Ich das bin die jetzt ganze Zeit am herausfindet. Studieren, aber ich Sonst musst du schnell ich googlen. finde Ja. es raus. Mein grosses Hirn weiss es. Das grosse Hirn weiss alles. Und nachher in diesem Kino dort schön am Popcorn verdrücken und so. Und danach ich so richtig schweissige Hände und richtig aufgeregt. Und dann irgendwann fange ich so... Hast du den Namen Ja, herausgefunden? voll. Robert Pattinson. Ah, Ja, und ist darum das habe ich der? an Neil Patrick Harrison gedacht. An den, weil das irgendwie noch ähnlich tönt. Mhm. Ja, Robert Pattinson. Und der Taylor Lautner, das ist der den Wolf gespielt hat. Der, wo alle Frauen so abgefahren sind, weil er so ein Sixpack hat. Kannst du mir schnell ein Foto zeigen? Ja, voll. Ja, genau, der. Ja, Das ihr ist, könnt es jetzt leider nicht sehen, aber ja, aber das ist der Nein, das ist Patterson. nicht der. Das ist jetzt eben der den Wolf gespielt hat.
Das ja, ist der dann, aber andere. dann meine ich den. Du meinst den? Ja. Das war aber nicht der Vampir, das war der Vampir. Nein, der Werwolf. Der Werwolf Der meinst Werwolf, du? ja. Ah, okay. Ja. Wie heisst der? Taylor Lautner. Lautner. Okay. Auf jeden Fall, der war dort die Hauptrolle in diesem Film drin. Und das war so ein mühsamer Film. Ich habe von der ersten Sekunde an einfach überhaupt nicht verstanden, um was das genau geht. Und irgendwie ist jemand entführt worden und so eine heimliche Romanze und voll der Scheißfilm. Und nachher, also es ist einfach, an diesem Tag ist wirklich alles in die Hose. Haben Bis den auf Film sie. geschaut. Bis auf Mal sie. auch sie ist dann nachher nicht. Eben Also nicht in die Hose. Sie ist dann nachher nicht in die Hose. Aber nachher auch in dem Kino so anfangen Händchen heben. Und kennst du das so im Kino? Weißt du, du hast dich so strecken. Oh nein! Es ist so. Also wirklich So, beschämend. Genau, und der eine Arm ist dann einfach hängen geblieben. Oh Mann. Also es ist wirklich. Also, es ist Kino ist ein scheiß Ort für ein erstes Date. Du hockst 2 Stunden nebeneinander und schaust einander nicht an, sondern bist so, entweder eben, du machst nichts und dann bist du so der Creep, der einfach ins Kino geht und nichts macht, oder du machst etwas und es ist einfach die dümmste und schlechteste Masche, die es so gibt. Also Kino würde ich nie mehr machen, ein Date im Kino. Mit der Freundin kannst du nachher ins Kino. Ja, damit sie eben ja. nicht wieder, damit du eben 2 Stunden Ruhe hast, kannst du nachher ins Kino, aber nicht mit dem Date. Ja, aber ich Ja, kann es mir das- vorstellen. Das sind einfach so meine ersten Gehversuche, die total kläglich gescheitert sind. Ja, aber für das erste Mal ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Weil dann gar nicht musst. Du musst dann. Ja, du bist nicht der Konfrontation ausgesetzt die ganze Zeit. Du gehst, weißt du, triffst dich, sagst Hallo, Smalltalk und nachher hockst du im Kino. Und dann kommst du aus dem Kino und kennst dich schon besser, obwohl du dich eigentlich gar nicht besser kennst. Von dem her vielleicht. Für die Scheuchen. Für die Scheuchen, ja. Scheuchen. Ja, aber ich kann es jetzt auch wirklich nicht mehr empfehlen. Da. Nachher hat es zwar nicht mehr gegeben. Also auch mit meiner Ex-Freundin bin ich nur einmal im Kino gewesen. Und dort sind wir mit meinen Halbgeschwistern den Lego-Film schauen. Aha. Das ist eigentlich Lego, noch- the Movie. So. Ja, irgendwie so etwas. Und das ist eigentlich, also der Film war cool gewesen, aber halt, ja, wenn kleine Geschwister die rum sind und die sind in diesem Alter gewesen, nach einer Stunde haben sie nicht mehr zugeschaut. Mhm. Und nachher, ja. Ja, gut, das ist schwierig mit kleineren Geschwistern. Die so. Mhm. Also, vor allem die kleinen Geschwister, die wissen dann auch nicht ganz, wo es das dein Partner oder deine Freundin müssen tun. So, bei mir war es schlimmer, ich habe ja einen kleinen Bruder und meine erste Freundin hat Sarah geheißen und meine zweite Freundin hat auch Sarah geheißen. Und der Kleine hat beide Sarah in dem Sinn kennt, aber für ihn gibt es nur eine Sarah, die zweite Sarah. Weil ihm zu erklären, dass die er mit 1 und 2 gesehen hat, irgendwie eine andere ist, das checkt er nicht mehr. Vielleicht hat sie ja Haar gefärbt und alles drum Ja, und dran. sie ist auch irgendwie 10 cm Grössenunterschied, komplett andere Haarfarbe, wirklich ein anderer Mensch von A bis Z. Aber dem Kleinen ist das nicht aufgefallen, glaube ich. Ja. Ich habe für heute etwas Kleines und Lustiges vorbereitet. Und es ist eigentlich lustig, dass wir gerade mit dem da so ein bisschen, ja, gestartet sind, Aha. weil wir sind voll beim Thema. Oha. Und Aha. zwar, ich habe mal von einem Kollegen gehört, dass es so 36 spannende Fragen gibt. Und wenn man die sich so in dieser Dating-Phase stellt und einfach so darüber redet und danach irgendwie ja, die Antworten vom Gegenüber so hört, dass man sich quasi ja, kann verlieben. Aha. Und ist jetzt nicht die Idee, dass wir uns miteinander verlieben, aber ich könnte es mir noch spannend vorstellen für unsere Zukunft, Ichs, dass Aha. wir die Fragen wie jetzt uns Ja. gegenseitig beantworten und dann irgendwann Finde in ich 10 spannend. Jahren mal schauen, wo wir dann gelandet sind. Finde ich spannend. Wenn es gerade so denkt, so zu der Freundin, bevor wir Fragen kommen, der Klassiker, das habe ich mir einmal gedacht, ja, du musst einfach, als ich so die erste Beziehung fertig hatte und dann so in die zweite gestartet, so, ja, weißt, du musst einfach gewisse Sachen im Vorhinein beantworten, dann kommt es nachher nicht zu Problemen. Nur das Problem ist ja, dass wenn du in der Kennenlernphase bist und du so schwierige Fragen stellst, dass fast kein Mensch in diesem jungen Alter vor allem die ehrlich beantwortet.
Und dann hast du den grösseren Scheiß wie sonst, weil du Fragen gestellt hast und eigentlich das Gefühl hast, es sei für den anderen kein Problem, aber er hat sich einfach nicht getraut zu sagen. Das ist so mein Learning aus so Zeug. Aber ich bin gespannt auf die Fragen. Das Lustige ist aber, der Kollege, der mir von diesen 36 Fragen erzählt hat, der hat das mit seiner jetzigen Freundin gemacht. Und das hat anscheinend voll gefunkt. Also etwas scheint da dran schon zu sein. Ja, also es ist einfach grundsätzlich wichtig, wenn man sich kennenlernt, dass man interessiert ist für den anderen und einander Fragen stellt. Ob es jetzt genau die 36 sind, I don't know. Aber das hat dein Kollege schon richtig gemacht. Bis jetzt heben zusammen, Ja, ja. fix besser wie ich. Voll. Wenn wir rein starten. Ja, sehr gerne. Fang an. Okay, dann let's go. Erste Frage, die jetzt hier drin steht, ist: Wenn du dich für eine beliebige Person entscheiden könntest, wen hättest du gern als Tischgast beim Essen? Also, meint ihr jetzt so bekannte Leute, die man einfach gerne mal treffen würde, oder? Einfach eine beliebige Person. Ja, also mir kommen zwei Sachen in den Sinn, die ich in so einer Situation... Ich stelle mir jetzt vor, das würde mich eine Frau fragen. So im Kennenlernmodus. Es gibt zwei Hübsche Varianten. Frau. Kannst du mich jetzt Natürlich. als hübsche Frau vorstellen? Du bist immer eine hübsche Frau, Nils. Oh. Wenn ich mir vorstelle, es gibt zwei Varianten zu antworten. Einmal so das Ding, ja, natürlich meine Mami oder meine Familie, weil die sind mir am wichtigsten in meinem Leben. Das ist die souveräne, der Punkt ist sicher mit dieser Antwort. Und die andere Variante wäre irgend so ein... Es gibt zwei Abwandlungen von dieser Variante. Entweder so ein wirkliches Idol, irgendwie so ja, Bob Marley oder so, jemand, der schon gestorben Taylor ist. Swift. Oh, genau, Taylor Swift. Etwas Gleiche wie Bob Marley, der gleiche Legendenstatus. Oder du nimmst dann so, ja, oder wenn du sticheln willst, dann sagst du irgend so ein geiles Model oder so. Sagst irgendwie so, ja, dann nehme ich Keira Knightley oder ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die aussieht, aber der Name tönt gut. Ja, aber ich glaube, ich würde auch irgendwie jemanden sagen, wo mir gefällt, also wo ich einfach so spannend finde. Irgendeine Persönlichkeit aus den Medien. Und sonst eben so natürlich die Familie. Wenn es so darum geht, immer was werden, wenn du noch jemanden darfst, weißt du, so, dann würdest du jemanden von der Family nehmen. Oder natürlich sagen, dein Gegenüber. So, das ist immer gut. Wenn ich eine Frau frage, bin ich die Schönste von der Welt, musst du einfach Ja sagen. Spieglein an der Wand. Genau. Ja, was würdest denn du sagen? Ich habe mir jetzt in dieser Zeit auch überlegt, wer hätte ich gerne auf der anderen Seite vom Tisch. Und ich habe mir mehr auch die Überlegung gemacht, mein Götti ist ja vor ein paar Jahren gestorben. Also einfach von der einen Nacht auf die andere. Oh, voll. Ist er irgendwie einfach, also er ist nicht einmal so alt gewesen und er ist quickfidel eigentlich gewesen. Und dann zack, bumm. Und ich würde ihn, glaube ich, gerne noch mal am Tisch haben und einfach von dem erzählen, was in den letzten paar Jahren bei mir, bei uns so alles gegangen ist. Und er ist auch eine sehr spannende Person gewesen. Auch ein komischer Vogel, sage ich jetzt. Aber er hat sein Leben hat er irgendwie, er ist auch so ein Überlebensmeister gewesen. Am Schluss ist er so Motivationscoach und weißt, so Teambuilding-Sachen, wo dich hintergehen lässt und der andere muss sich irgendwie im freien Fall so auffangen. Ja, so Vertrauenszeug und so. Ja, so und Vertrauenssachen, so. genau. Und er hat ganz eine spezielle Ader gehabt. Und das letzte Mal bei uns war so das Ritual, dass er mich auf den Geburtstag zum Essen eingeladen hat. Mein Papi und er haben sich, keine Ahnung, vor 10 Jahren oder so ziemlich verstritten. Er hat aber trotzdem gesagt, hey, der Nils ist mein Götti-Bub und an dem ändert sich auch nichts. Cool. Und das muss ich wirklich sagen, hat er hure cool gemacht. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also wenn man sich gerade so mit der Familie, weil du bist ja mit dem Götti nicht verwandt. Du bist Korrekt. ja nur so ja, Ist stark von ihm, strong. Ist ein Geschäftspartner von meinem Papi gewesen. Und Gut, man wählt den Götti auch nicht nach dem Geschäftspartner aus, eigentlich. Eigentlich, ja. Eigentlich. Das ist mehr so wie im Mittelalter, weißt, wenn so zwei Königreiche und Ja, dann die genau. Prinzessin und der Ja, Prinz genau. tun sich vermählen und dann Ja, zwei voll. fette Königreiche. Voll.
So Ja, einfach nur, weil der Vater am anderen Vater noch ein bisschen Land hat können mitverkaufen. Ja, wirklich. Und er beim... Ich stelle mir das gerade vor, wie so ein Deal damals haben wir so ausgesehen. So der König und der andere König so, ja Scheiße, wir kommen dort auf den Nenner. Ja, hast du mir deine Tochter? Mein Sohn braucht noch jemanden. Digga, das ist schon krank. Sorry, jetzt erzähl noch weiter. Und aber beim letzten Abendessen, das war glaube ich mein 18. oder 19. Geburtstag, glaube ich. Ich meinte 19. Geburtstag. Und dort, etwa 2-3 Wochen nach meinem Geburtstag, ist mein Götti dann gestorben. Und ich bin hure glücklich, dass ich ihn so kurz quasi vor dem Ja. Ableben einfach nochmal sehen, sogar umarmen. Und dort an diesem Abendessen hat sich eben Eigengrau schon langsam so formiert. Aha. Und ich habe ihm von unserer Vision erzählt und einfach von Oh, unseren shit. Träumen und so. Und er hat einfach seine Worte von damals, die sind mir wirklich im Herz geblieben. Boah, Digga, Und- Alter. Shit. Und das wäre wahrscheinlich mein Essenspartner an diesem Abendessen. Digga, voll strong. Alles, was ich Ja. gesagt habe, ist behindert. Digga. Aber es ist so naheliegend. Es ist wirklich so. Vielleicht, ich bin einfach verwöhnt und habe das Glück, noch niemand richtig Nächstes oder so verloren zu haben. Aber eigentlich ist das die einzige richtige Antwort auf so eine Frage. Wer möchtest du bei dir haben? Deine lieben Verstorbenen, die du nicht mehr kannst bei dir haben. Das ist natürlich so. Aber vor allem eben mit dem, wie du ihm erzählt hast von der Vision und so, und dann wieder erzählen so, ja, wir sind jetzt dran, wir machen, oh, ja, oh Mann. Ja, das ist, auch wenn ich auch heute noch daran denke, ich weiss, dass er immer noch an mich oder an uns glaubt. Das ist eine schöne Motivationsspritze. Ja, mega, mega. Voll. Das finde ich schön. Und ich habe das auch, also jetzt zum Beispiel bei meinem Mitbewohner, wo ja die Frau gestorben ist, da habe ich auch, wenn ich das Bild anschaue von ihr oder so, habe ich manchmal auch das Gefühl, so eben, oder man denkt sich das dann so, ohne dass ich jetzt irgendwie mega gläubig wäre oder so, einfach so, ja, sie beobachtet uns jetzt oder sie hat jetzt gelacht, wo mir der Mario irgendetwas erzählt hat und dann sage ich, ja, es ist so. Und dann erzählt er nochmal genau das Gleiche und dann so, ja, okay, gut, hast du mich nicht gehört. Einfach, nein, das ist schon ein schöner Gedanke. Ein schöner Gedanke. Das könnte man natürlich auch sagen auf die Frage. Weißt du, dass man vielleicht, oder jetzt ich in meinem Fall, dass ich dann für jemand anders jemanden dazu holen. Weißt du, zum Beispiel eben von meiner einen Kollegin ist der Papi jung gestorben. Zum Beispiel. Das wäre natürlich dann noch schöner so. Also es wäre genauso schön, einfach jemanden zu holen. Ja, aber es ist eine krasse Frage. Also aber es ich sind, glaub- es sind hure tiefe Fragen. Ja, das ist ja auch das Ziel, gehe ich davon aus, von diesen Fragen. Eben, wie ich vorher schon gesagt habe, so Fragen am Anfang der Beziehung sollte einem eigentlich darauf auflupfen, hey, du musst deinen Partner kennenlernen und das machst du nur, wenn du über tiefe Themen und so redest. Zum Beispiel, was ist deine Lieblingsfarbe? Genau, zum Beispiel. Und dann sagst du schwarz und dann sagt der andere, nein, das ist keine Farbe. Und dann diskutieren wir darüber, ob jetzt schwarze Farbe ist oder nicht. Ja, meine Lieblingsfarbe. Nein, aber die zweite nein, Frage aber- jetzt da ist jetzt auch nochmal eine hure spannende Frage. Wärst du gern berühmt? Und wenn ja, in welcher Form? Aha. Gute Frage. Also, auf die einen Seite, ich denke, da sagen ja alle Menschen ein bisschen das Gleiche. Ja, gern wärst du berühmt, aber du willst die schlechten Sachen, die das Berühmtsein mit sich bringt, nicht haben. Also, das heisst, wenn ich berühmt sein wenn, dann in einer Szene, wo jeder in dem Sinn weiss, was ich gemacht habe, aber keiner kennt mich. Weißt du, zum Beispiel der Erfinder vom Stuhl oder so. Jeder braucht es, jeder kennt es, aber kein Mensch weiß, wer es erfunden hat. Gibt es ein Erfinderrecht vom Stuhl? Keine Ahnung, das war jetzt einfach ein Beispiel. ein Beispiel gewesen. Aber einfach so etwas würde ich dann sagen, dass ich irgendwie zum Beispiel, oder meine Animationskunst oder meine Art zum Beispiel, oder eben als Kameramann zum Beispiel, wäre ich gerne weltbekannt. Weil ein weltbekannter Kameramann kennt gar niemand. Aber du kennst die Filme, die er gemacht hat und findest es cool, was er gemacht hat. Also ich glaube, bei mir wäre es eher so eine Antwort. So in Verbindung mit dem, dass das bekannt ist, was du gemacht hast und nicht du unbedingt als Person. Weil, wenn es darum geht, ich als Person bekannt, weiß nicht. Und dann ist es ein dehnbarer Begriff. Also so ortsbekannt oder einfach so ein bisschen in der Schweiz oder so, ja, voll easy. Aber so richtig bekannt,
Nee, in keiner Branche. Also, egal von was. Das ist einfach scheiße. Du kannst nicht mehr auf die Straße. Also, du kannst schon, aber fühlst dich einfach immer beobachtet. Ich meine, ich denke mir, oder kann man sich jetzt jeder selber fragen, wenn man irgendwie mal scheiß Frisur hat oder etwas, denkt man sich schon, wenn man über wildfremde Leute rumläuft. Und jetzt stell dir vor, du laufst so durch die Gegend und weißt oder hast im Kopf das Gefühl, jeder kennt dich. Digga, nein, das würde ich nicht wählen. Also ja, das ist eigentlich meine Antwort. Ja. Heißt nicht, Das wärst du ist- gern Fame? Es ist lustig, weil die Frage letztes Jahr, als ich in Kanada war, habe ich mich so in einem Kurs an dieser Schule eingeschrieben. Also es hat am Morgen hat's immer einen fixen Block gegeben und am Nachmittag hast du 2 Freikurse können wählen, wenn du lustig warst. Und ich war ja genau für zum Englischlehren dort gewesen. Darum immer Also das blau volle- gemacht. Genau, das volle Programm, 2 Kurse am Nachmittag. Und der letzte Kurs von diesen beiden war TED Talk. Also die Fernsehshow mit dem roten Voll. TED. Und dort haben wir mit ganz verschiedenen Leuten halt wie so ein bisschen TED Talk probiert nachzustellen. Und in der ersten Woche, am ersten Tag, ist das Thema auch so quasi Geld, Liebe und Reichtum so ein bisschen gewesen. Und das war genau die gleiche Frage, wärst du gern famous? Und dort ist in dem Sinne auch meine Antwort ist ein bisschen die gleiche. Weil sobald du so Justin Bieber, gibt es einen ganz Haufen so Paparazzi-Videos, wo er einfach aus dem Restaurant rausgelaufen ist und danach stehen schon 50 Leute rundherum. Ja. Und so etwas finde ich auch scheiße. Ja. Also das Allergeilste, berühmt sein oder einfach das Schönste geschafft haben, sage ich jetzt, ist eben, wenn du Erfolg zu verzeichnen hast, aber niemand kennt dich. Ja, genau. Niemand kennt Ja, dein Gesicht, genau. niemand kennt... Ja. Ja, Voll. und so etwas würde ich mir auch später mal wünschen, wenn wir es schaffen. Dass wir es geschafft haben, aber niemand Ja. kennt uns so richtig. Ja, voll. Also niemand weiß. Oder es ist einfach auch das, vielleicht so ein bisschen. Es muss ja nicht ich im Vordergrund stehen, sondern das, was ich mache. Und das ist ja bei vielen famen Leuten ein bisschen das Problem, oder? Du hast entweder einen riesen Personenkult um einen und dann wirst du einfach nicht mehr in Ruhe gelassen. Oder du bist halt einfach dich kennt niemand und nur das, was du gemacht hast. Und dann gibt es halt auch die einen, die mit dem gar nicht glücklich sind, oder? Weil sie dann finden so, ja, wo ist mein Status? Weil eben, du hast ja dann nicht den krassen Status, obwohl du vielleicht dich so fühlst, als solltest du irgendwie so einen krassen Status haben. Das ist dann mehr mit einem selber. Ja. Finde ich halt auch hure krass bei diesen ganzen Influencer, wo es zum Morgen, wie sie es zubereiten, wie es anhocken, dann föteln, dann am Nachmittag gehen sie shoppen. Und ist ja natürlich die Idee vom Influencer sein, bis zu einem gewissen Stück. Aber so ein Leben könnte ich niemals Nein, ich führen, auch nicht. wo dein Leben einfach im Mittelpunkt steht. Ja, und also, ich weiß nicht, ich fühle zum Beispiel auch Vlogging oder so. Habe ich früher, wo das bei YouTube aufgekommen ist und so, habe ich das mega geil gefunden und auch selber gemacht. Aber dort hast du halt eben auch nicht das Prinzip, dass du on time in dem Sinn, also fast live, du zeigen, was du machst, sondern du filmst eine Woche und dann schneidest du das zusammen, das, was dir gefällt, und dann tust du das aufladen. Und das ist halt auch noch mal ganz was anderes, wie eben so das Influencer da sein, wo jeden Tag muss Sachen posten und immer muss das Aktuellste und zu dem seinen Senf dazugeben. Und dort, nee, da bist du auch immer in so einem öffentlichen Druck. Da musst du irgendwie zu allem etwas sagen, was dich gar nicht interessiert oder angeht. Und dann kommt wieder irgendeine Jugendbewegung, die das Gefühl hat, du bist ein schlechtes Vorbild. Und du musst sagen, ja, Entschuldigung, ich bin ein Gangster-Rapper, was willst du von mir? Also nein, wirklich, das ist ja so ein bisschen, ja, ein grosses Zeug. Oder eben, wie man es jetzt bei Montana Black hat, der ist ja dingselt worden für Seven vs. Wild, oder? Und die Leute, die ihn schon lange verfolgen, ich habe ja auch zu dir gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der dort hingeht. Ausser der Elotrix überredet ihn. Der hat dann aber dann auch gesagt, ja, er überredet ihn nicht, also er versucht es nicht. Und er hat jetzt auch abgesagt. Und er hat aber ein ganz cooles Statement gemacht. Er hat gesagt,
Er hat schön gesagt, ich sage nicht ab, weil ich super einen Termin habe oder etwas, sondern weil ich das mir nicht antun will. Ich habe ein Leben, ich streame immer, ich rauche, ich habe das. Ich bin in meiner Bubble und jetzt 3 Wochen aus dem raus, will er nicht. Und hat er gesagt, und draussen. Aber der Druck, der so riesig auf ihn war, weil halt einfach man mal in einer Reaction vor einem Jahr irgendwie gesagt hat, ja, so auf einer tropischen Insel würde ich mich auch noch aussetzen lassen. Und boom, wird dir das von ein paar 100'000 Leuten vorgehalten und du musst dich rechtfertigen, dass du keinen Bock hast, 2 Wochen irgendwie ohne etwas in die Natur rauszuhocken. Und mit so einem Druck, das könnte ich gar nicht. Ich wäre nicht der Mensch dafür. Das habe ich bei meinen TikToks, die ein bisschen mehr Klicks bekommen haben, auch gemerkt. Wenn du das zu näher an dich herangehen lässt, dann ist das nichts für einen. Also vor allem ist sie auch so, sobald du Hype bekommst, bekommst du auch Hate. Und Automatisch. Und das verliert man nicht, oder das verliert nicht jeder. Weil eben so bekannt sein hat wenig damit zu tun, von überall immer nur beglückt und bedingselt zu werden. Du wirst mehr beneidet von der ganzen Seite und vor allem interpretieren die Leute auch mehr interpretieren, wie der da ist. Also ich habe von Kolleginnen von meiner Schwester SMS bekommen, wo mein erstes Video irgendwie 30'000 Klicks hatte und dann auf den For You-Pages gelandet ist. Und dann habe ich Nachrichten bekommen von zum Beispiel einem Kollegen von der Lena oder Kolleginnen so, hey, ja, du bist auf der For You-Page, du lebst auf meiner For You-Page und so Sachen. Und dann hat einer geschrieben, mir auch so, hey, wie machst du das? Wie kann man das schaffen und so. Und ich habe mich nur gefragt, von was redest du? Was habe ich denn anders gemacht? Was habe ich geschafft? Gar nichts. Das ist einfach eben mehr Schein als Sein. Dass mich Leute gefragt haben, wie hast du das gemacht? Ja, keine Ahnung. Einfach Zeugs machen und 100 Videos interessiert keinen Mensch und irgendeins wird dann gehypt. Und dann hast du 30 Kommentare von Leuten, die dich, weil du irgendetwas gesagt hast, in die Kamera sagen, wow, du bist der König. Und andere sagen, geh dich umbringen, du Arschloch. Und dann bist du einfach so dort und denkst, ja, eigentlich lasse ich es einfach sein, weil muss mir keiner sagen, dass ich lässig bin, muss mir aber auch keiner sagen, dass er mich umbringen will. Also, ja, darum, ich glaube, jeder, der Fame werden will, soll es mal ausprobieren und dann merkt er schnell, ob das wirklich etwas für einen ist oder nicht. Ja. Aber das ist eine spannende Frage, vor allem in der heutigen Zeit. Mhm. Was? Hast du jemals geübt, was du sagen wirst, bevor du jemanden angerufen hast? Und wenn ja, warum? Safe. Safe. Also schon mehrfach in meinem Leben, würde ich sagen. Sicher bei so wichtigen Gesprächen, damals für die Lehre, glaube ich, wo ich so wegen Bewerbung und so telefoniert habe. Und ich weiss noch einmal auch zum Arzt, wo ich das erste Mal irgendwie selbstständig am Arzt anrufen. Und ich dachte, ich muss nur sagen, dass ich das und das habe. Und dann bist du so, Leute am Doktor an, der ja eigentlich einfach nur dir helfen will. Du bist so, ja, ich hätte eben das und das. Und, ja. Aber sonst, doch beim Arbeiten. So, wo man muss sich vorstellen mit der Firma. Das habe ich auch schon vor mich her gesagt. Ja. Aber sonst? Nein. Du bei dir? Bei mir, es kommt mir jetzt eins hin, früher auch in der Lehre, wo das Telefonieren so richtig angefangen hat, natürlich vorne so Pizza bestellen und so. Aber auch dort hatte ich lange Schiss davor, einfach an einen fremden Menschen anzurufen und zu sagen, was du willst. Ja, so. gell? Das ist irgendwie schon... Ja, da haben auch viele Probleme. Ja. Also ich weiss auch nicht. Also mittlerweile kein Problem, Nein. aber es braucht schon ein bisschen Überwindung, das stimmt schon. Aber nachher in der Lehre, Vögeleschhaus hat ja Haufen Filialen in der Weltschweiz gehabt. Da ist meine Angst immer noch nicht vorbei. Genau, und dann Scheisse. «Bonjour, ça c'est Nils Bumin, oui, bonjour, So wie die j'ai un sagen, Problem.» Salut, bonjour, oui, bonjour. Und dort ist es wirklich, wenn ich ein Problem hatte, oder ich habe gewusst, ich muss an einer französischen Filiale anrufen, dann habe ich das ganze Telefonskript einmal aufgeschrieben. Oh shit. Und quasi, wenn sie so etwas sagt, dann kann ich mit dem Sätzchen antworten. So einen ganzen Dialog schon fast vorgeschrieben. Und danach, es hat es ab und zu gegeben, dass man so, das kann ich jetzt sagen, weil es Vögeleschhaus nicht mehr gibt, aber es hat auch die ein oder andere Produktrückruf, so Aha. Rückrufaktion gegeben,
wo irgendetwas in der Qualität, in der Verarbeitung oder sonst irgendetwas nicht gestimmt hat. Und dann im System haben wir ja gesehen, wo in welcher Filiale wie viele Schuhe noch rum waren. Einmal Kommando zurück. Halt. Genau, alles zurück in die Zentrale. Und danach halt die einen Filialen, die sind so lahmarschig unterwegs gewesen. Und dann hast du vor 2 Wochen das erste Mal angerufen. Und der Schuh, der ist gemäss System immer noch in der Filiale gewesen. Also die Rückverschiebung hat nie stattgefunden. Und dann das zweite Mal, oui, bonjour, apprenti cumin, bonjour, Oh oui, Gott. ça va. Genau. Und dort eben auf einer anderen Sprache telefonieren. Weil je nachdem ist die Verbindung noch scheiße und dann musst du noch mal genauer anhören und so. Und dort habe ich schon ein bisschen Probleme und ein bisschen Mühe und üben. Ja. Und ja, irgendwann ist es gegangen. Ja, aber verstehe ich, also mit anderen Sprachen, ja, müsste ich jetzt auch nicht. Also würde ich wahrscheinlich dann einfach nicht anrufen. Ich würde es Einfach jemand sausen anders. lassen. Ja, einfach sausen lassen. Scheißegal, die Welt soll selber schauen, was bleibt. Nein, aber ja, so Telefonat. Also ich weiss, ich sage jetzt nicht. Ja, doch, ich sage es trotzdem. Ich sage jetzt nicht, dass es die letzte Ex-Freundin war, aber meine letzte Ex-Freundin habe ich auch 1-2 Mal für einen Arzt oder so angerufen für sie, weil sie sich nicht getraut hat. Keine Ahnung. Eben, ich hatte dort schon Wohnungen alleine und so und bin so mehr in das reingekommen, ja, du musst den Shit selber regeln. Aber sie hat halt auch daheim gewohnt und dann war es mehr so, ja, das Mami kann ja noch anrufen. Und dann war sie aber bei mir und dann musste telefonieren und das Mami Druck gemacht und dann habe nachher ich angerufen. Ja. Aber dann ist es eben auch lustig, bei mir selber verstehe ich es, für jemand anders irgendwo anrufen, kein Viel Problem. einfacher. Kein Problem, ja. Aber für einen selber ist es immer noch komisch. Vielleicht jetzt höchstens, wenn ich ein Telefon bekomme und nicht weiss, wer dran ist. Dann ist es so eine kurze Sekunde von, habe ich jetzt Lust auf das? Oder habe ich es einfach nicht gehört? Also ja. Und wenn es dann nicht nochmal anruft, dann ist es auch nicht wichtig. Ja, Ja. voll. Ich glaube, ich gebe dir mal das Telefon über und danach kannst du Frage 4. Sicher gern. Das ist auch eine spannende Frage. Und zwar, was würde für dich einen perfekten Tag ausmachen? Also, was macht einen perfekten Tag aus? Ich gehe jetzt davon aus, so ein bisschen, auch im Alltag. So weniger so, ich Mit fliege der auf die Freundin. Malediven und mache dort Ja, eine Party, ja. sondern realistisch. Perfekter Tag, da müsste ich jetzt in so einer echten Situation, wenn es jetzt ums Dating würde gehen, müsste ich auch überlegen, hey, muss ich mich jetzt besser darstellen als Genau, ich bin. ja, das ist ja dann das Problem. So im wieso- Sinne von, ich gehe am Morgen in die Bäck und gehe frische Brötchen holen und so. Ja, das ist ja das Oder- Problem bei so etwas. Ja, das ist schon so, Du aber bist bei einem neuen Menschen ein neues weißes Blatt und kannst dich selber beschreiben. Und das ist immer nicht gut. das ist selten gut. heikel, ja. Ja. Und wenn du bei der anderen Person etwas anderes quasi auf das weiße Blatt schreibst und danach über ein Jahr, 2 merkt man, hey, das, was auf dem Blatt Papier steht, das stimmt gar nicht, dann befindet sich der Charakter, den du erfunden hast, irgendwie im wie sagt man dem? Im Ja. Streit mit dem, wo gar nicht richtig Es ist halt einfach, ein Mensch kann sich selber nie einschätzen, wie er ist. Nicht so. Und dann ist egal, sobald du, darum würde ich jetzt das eben also jetzt im Freund funktioniert das, aber ich würde das nie mehr machen, auf Zwang Sachen abklären am Anfang, weil dann eben du den anderen zu einer Antwort nötigst für etwas, was er vielleicht gar noch nicht weiss. Und nachher sagt er bei dir, zack, so bin ich. Dabei weiss er es ja selber gar noch nicht. Und dann ist es nachher ein Scheiß. Also so Fragen, eben schwierig für Beziehung und Anfang und so. Lieber normal kennenlernen. Ja, voll. Die Fragen, wenn es dann wirklich zum Thema wird. Ja. Aber ich glaube, der Key bei dem ist, auch wirklich, wenn man etwas nicht weiss, zu sagen, weiss ich noch nicht. Will ich mal Kind? Keine Ahnung. So, einfach das. Und dann ist es halt auch ein langweiliges Gespräch, Ja, wenn das du ehrlich stimmt. bist. Oder komplett. Also wenn ich die Frage jetzt ganz ehrlich muss beantworten, dann schlafe ich an dem Morgen aus, irgendwie bis um 10, 11 oder so, weil mir
Du glaubst ja auch, wir sind eher ein bisschen Nachtlichtli, Nachteulen. Und von dem her eben ein bisschen ausschlafen am Morgen und einen gemütlichen Kaffee rauslassen. Und dann perfekten Tag. Ich glaube, ich würde an diesem Tag schon etwas unternehmen. So ein bisschen ein Ausflügel, irgendwie gemütlich auf die Ufenau Fischknusperli essen und ein bisschen das schöne Wetter geniessen. Also schon etwas unternehmen, aber jetzt nicht 200 Kilometer Velotour oder Ja, so. safe. Und 4 Stunden Wanderung oder so. Eher ein bisschen gemütlich. Und jetzt kommt meine Frage, und was haltet dich von deinem perfekten Tag ab? Weil da merkt steht man jetzt, das wie in viel... dieser Nein, das Liste. steht nicht. Das ist jetzt eben die Scheissel. Nein, aber das ist doch genau jetzt spannend, weil ich überlege bei mir auch, einen perfekten Tag, für den braucht es gar nicht viel. Aber wieso mache ich das nie? Ja, ist schon Wieso gönne ich mir das nie? Vor allem wir, die selber bestimmen, dass wir da hocken. Wieso machen wir das nicht? Das ist so krass, Alter. Das hat mir gerade ein bisschen eingefahren. Ja, stimmt. Weil mein Stimmt schon. perfekter Tag wäre ähnlich. Ich würde lang ausschlafen, nachher die Heime chillen, vielleicht gemütlich irgendwie auf dem Balkon oder so, mit irgendwie Familie oder Friends, ein bisschen gemütlich chillen, ein Bierchen trinken. So, und dann vielleicht auch, was ich hure schön fände, auch so ein paar Stunden für mich, weißt, noch so ein schönes Storygame oder so zocken, einfach ein bisschen die Welt hineinfühlen. Und dann am Abend irgendwo so, weißt du, so ein bisschen Kroatien-mässig, weißt so. Kroatien-mässig? Nein, weißt du, so. Rappi. So Rappi, genau, so Promenade. wie Italien am Abend am Meer. Weißt du, so ein bisschen so. Ja. Italien, also nicht Italien, sondern Rapperschwil irgendwie so. Schön ein bisschen am Abend an den See, dann geil go essen. Nachher ganz gemütlich noch in einer Bar weiter Party machen und dann irgendwann morgen um 5 Uhr, wenn die Sonne, oder so morgen um 6 Uhr, wenn die Sonne schon wieder kommt, heimlaufen. Aber so laufen, weißt du, so eine Stunde oder so. Und dann noch einen auf dem Balkon puffen und pennen. Einfach so. Ja. Glaub. Aha. Aber das ist alles möglich. Ja. Was haltet dich davon ab? Ich weiß es nicht. Mein eigener Wille, etwas anderes zu machen. So, keine Ahnung. Ja. Also was ich bei mir schon festgestellt habe, die Tage, so wie ich es jetzt für mich ein bisschen beschrieben habe, ich gönne mir das sehr ungern einfach. Ja. Und es braucht wie einen zweiten Mensch an meiner Seite, Ja. der sagt, hey Nils, hey, schau, Ja. jetzt hast du so viel gemacht und das ist genug für diese Woche und du darfst dir das jetzt auch mal gönnen. So ein bisschen in diesem Ja. Stil. Und sonst sind wir einfach wahrscheinlich in Ja. dem Worker. Und, Aber wirklich? Ja. Es ist so ein bisschen, wenn ich jetzt denke, wenn ich nicht dürfte arbeiten, ich wüsste nicht, was ich mache die ganze Zeit. Ich wüsste es wirklich nicht. Und das ist, glaube ich, ein bisschen der Punkt. Ja. Und keine Ahnung, ich bin da ein bisschen eher, dass ich mir die Balance noch gebe. Also, dass ich mal nichts mache oder so ein Day off. Aber ich merke durch das auch, wenn ich mir es dann eben nicht gönne, irgendwie wie jetzt Musikvideo und so, und dann am Samstag habe ich noch Fenster putzt und alles bei uns, dann nachher bin ich dann auch so, spätestens jetzt heute ist Donnerstag, dann merke ich einfach, wie mir der Tag, wo ich einfach nicht an das denke, sondern nur ein bisschen an Chillen, an schöne Sachen denke, also schön, das andere ist auch schön, aber anders schön, dann fehlt mir das. Und dann werde ich nachher auch demotiviert in dem, was ich mache. Also von dem her ist dort meine Motivation, dann wieder da mal auch einen Day off zu machen. Aber es würde mir gut tun, wenn einfach, wenn du eine Freundin hast oder so, dann ist das eben so. Dann weißt du, Samstag, Sonntag musst du nicht an das Arbeiten denken. Du bist entweder schon ausgebucht mit der Freundin oder auch sonst irgendwie. Und wenn du das aber nicht hast, ja, dann ja, schaffst du einfach immer. work. Ja, aber wirklich. Das ist eine spannende Frage. Mhm. Ich glaube, ich muss mal meinen perfekten Tag machen. Das wäre mal so eine Aufgabe. Einfach mal einen perfekten Tag machen. Ganz gemütlich, wo du nichts machen musst. Gar nichts. Das Ding ist aber, wenn ich zum Beispiel Ferien mache, oder Ferien habe, so muss ich sagen, ich brauche irgendwie 2-3 Tage, einfach um überhaupt in diesen Modus hineinzukommen. Ja. Zum lang ausschlafen, heute muss ich nichts, morgen muss ich nichts, übermorgen muss ich nichts. Ja. Und Nein, das geht bei mir 0, plötzlich. Ja. Nein, das geht bei mir aber gar nicht. Es geht bei mir nur nicht, wenn ich gerade ein Projekt habe, das mega druckt oder so. Dann fällt es mir auch schwer, abzuschalten. Aber sonst kann ich das eigentlich gut. Ich mache es aber nicht gern. Das ist, glaube ich, so ein bisschen
das Ding. Weil, ja, man müsste sich das mal mehr wieder gönnen. Und mal einfach eine Woche nichts machen. Ein bisschen mehr den Gönjamin bestellen. Ja, wirklich. Einfach ein bisschen chillaxen. Ganz gemütlich. Ja, eine Woche Ferien. Aber wir gehen jetzt auch alle wieder in die Ferien. Also Nani und der Neni gehen in die Ferien, die Mami geht in die Ferien. Papi und so ist jetzt gerade in der Ferien. Die gehen die gehen voll zuerst auf... wie heisst jetzt das? Irgendwie ganz im Süden von Italien und nachher gehen sie auf Monaco. Okay. Voll. Also Irgendwie mit der Fähre gibt es dort eine Ja, Fähre. ich weiss nicht. Schon irgendetwas mit Boot. Aber ich weiss nicht ganz genau, wie sie es machen. Warte, wie heisst das? Andorra. Andorra ist ein Land zwischen Spanien und Frankreich. Dort gehen sie hin. Ah, okay. Dort gehen sie Ja. hin. Aber das ist nicht Italien. Nein, sie sind eben letztes Mal sind sie auf Venedig. Ja, aber das ist nicht im Stiefel unten. Nein, aber auf der linken Seite, Venedig ist ja so links, Ja, an der Küste Gemeint dort. ist. Und Genua ist rechts, habe ich gemeint. Dann gehen sie auf Genua, und nachher auf Ding oder so. Das will... Nein, ich bin mir nicht sicher, wo sie genau durchgehen. Aber sie gehen auf Monaco am Schluss. Ja. Sie sind eingeladen worden irgendwie dort. Voll. Mit einem kleinen, ich weiss noch, als ich das erste Mal Monaco gesehen habe. Und das ist ja schon eindrücklich, wenn du noch nie so gross... Also, ich habe noch nie eine grosse Stadt an der Küste gesehen. So. Mallorca mal gsi. Und vorher, bevor ich Nizza war und nachher Monaco, nie irgendwo. Und Monaco ist schon krass, wenn du dort so reinfährst, all die Tunnel, wo du durchgehst und Häuser um Häuser um Häuser. Das sieht verdammt geil aus. Bist du dann als Kind schon mal in Monaco gewesen, oder fürs Musikvideo? Fürs Musikvideo. Ja. Ja, voll. Nein, und ich bin halt allgemein noch nicht viel gereist in meinem Leben. Also halt so ein bisschen eben Spanien, Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Holland. Aber sonst bin ich nie weiter weg gewesen. Ich bin noch nie übers Meer raus. In Kroatien bin ich mal gewesen. Ist in dem Sinne Mittelmeer. am weitesten weg gewesen. Ja. Ja. Aber es ist ja auch noch per Landweg verbunden. Also ich bin noch nie irgendwo an, wo man nicht laufen könnte. Mit ganz viel Zeit. So. Also, nein, noch nie aus Europa raus, besser gesagt. Ja. Ja, Geografie, ganz schnell wieder verlassen, das Thema. Aber apropos Geografie, ich habe noch etwas, das finde ich sacklustig. Aha. Und zwar der Mario, wir haben jetzt ein grosses Päckchen heimbekommen. Ganz gross, aber hure leicht. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber was ist denn das wieder für ein Päckchen? Was haben wir jetzt bestellt oder so? Ich habe schon gedacht, oh nein, jetzt kommen 15 Uhren oder so, die wir dann wieder aufhängen müssen. Aber ist dann nicht. Und zwar war es WC-Papier. Und jetzt, wir bestellen unser WC-Papier im Tessin. Aha. Frag mich nicht wieso, aber wir haben das als spezielles WC-Papier, das wir im Tessin bestellen. Und das ist irgendwie so alte Schule-mässig. So für den Mann ist das ganz okay, normal, dass wir WC-Papier im Tessin bestellen. Und ich habe das gefunden, so, aber wir können ja auch WC-Papier irgendwo posten. Nein, wir haben das mal vor x Jahren abgeschlossen, das lassen wir jetzt einfach. Und ja, das heisst, ich kann sagen, ich putze meinen Arsch mit WC-Papier aus dem Süden. Hoppla. Ja, das ist Crazy. völlig eins zu viel. Habe ich noch nie gehört, dass jemand Hä? WC-Papier bestellt. Noch nie. Ja. Also vor allem eben so ein Privatmensch, der die Migros gefühlt... Ja. Ein Kilometer... Nein, was ist... Nicht einmal. Das ist Ja, weniger der als ein nächste Laden Kilometer. mit WC-Papier ist der Spar. Ja, Oder, der ja, Spar. oder die Migros ist etwa gleich Höhe. So. Das sind 500-600 Meter. Das ist... Aber man Aber- muss aber scheisse wir Papier bestellen aus dem es. Tessin Ja, holen lassen. das kommt aus dem Tessin. Sympathisch. Er denkt Umweltschutz und so. Weißt? Wir bestellen tote Bäume im Tessin, um uns den Arsch abwischen. Gut, aber sehr wahrscheinlich, also so viel mir ist, Papierfabriken in der Schweiz gibt es eben gar nicht mehr. Ausser ich habe gemeint, in Langquart gibt es noch so eine Fabrik. Okay. Aber die tut die Schweizer Franken, das Papiergeld, tut die drucken. Ja. Und ich habe mal gehört zu haben, dass das die letzte Druckerei, also im Das- Sinne von Papier, Das kann so sein. richtig irgendwie ist. Aber Das ich kann mich kann jetzt auch sein. täuschen. Der Mario ist ja gelernter Drucker. Ah, wirklich? Mario ist gelernter Drucker. Also, wie sagt man dem? Siebdruck. Oder wie das heißt? Nein, Weiss nicht. Zeichensetzer hat man dem doch früher... Drucker. Drucker? Drucker hat man dem gesagt. Okay. Genau, Drucker.
Voll. Und er hat er hat ja mal zu London geschafft, das habe ich glaube auch schon mal erzählt, aber er hat im 4 oder 65 hat er zu London geschafft und hat Wertschriften gedruckt, also alles so Schecks und so Zeug. Und das war damals mega krass gewesen, mega viele haben Wertschriften gedruckt und dann haben die aber für das richtige Fachleute gebraucht und die hat es in England nicht genug gehabt und darum hat man die von der Schweiz angeholt und dann sind wir so auf den Titel, auf den Namen gekommen, wo man so eine Biografie darüber schreiben, der Wertschriftendrucker von London. Das wäre so ein geiler Name, so der Wertschriftendrucker von London. Und das ist so einfach so eine Story, wie er im 64 als kleiner Schweizer in dem Sinn aus einem Land, wo ich sage mal so 500 Meter Luftlinie, ein anderes Dorf, andere Religion hat und man nicht können verheiraten miteinander, weil der eine reformiert, der andere katholisch war. Und der ist dann auf London, aufs grosse London damals. Krass. Ich finde das mega faszinierend. Aha. Ja, der Wertschriftendrucker von London. Crazy. Ja. Aber das ist auch, in Kanada zum Beispiel, hat man früher einen Schweizer geholt, zum Tunnel zu machen. Ja. Also in Kanada hat es ja ganz viele Berge und so. Und wo es dort es gibt eine Eisenbahn irgendwie von Osten nach Westen. Irgendwie so. Ja. Und das ist alles privat. Und damals Kanada, die Eingeborenen, die American Natives, die haben einfach keine Ahnung gehabt, dass man da einen Tunnel machen kann. Dass man ein Loch im Berg rein kann. Und für das hat man dann Europäer, also Spezialisten, die gewusst haben, Tunnel bauen und so. Und dann, wir sind auch mal auf einem Highway durch den Nationalpark sind wir gefahren. Und dann ist der Zug ins Loch hineingefahren und im Berg ist so quasi wie so hoch, im Kreis hoch gefahren. Und oben ist er wieder rausgekommen. Und unten ist er immer noch reingefahren. Ah, Der war so riesig lang. Krass. Es ist hure krass, ja. Und Heftig. dort sind ja alles noch Diesellok. Ja. Alle Züge fahren mit Diesel. Krass. Diesel, ja, Diesel, ja. Da habe ich erst gerade letztes Jahr eine Quizshow gesehen mit Diesel. Diesel gibt es ja gar noch nicht so lange. Diesel gibt es irgendwie erst seit 2006 oder so etwas. Warte mal, jetzt habe ich dann falsch 2006 gesagt. kann nicht sein. Also bei den Autos. Also sicher früher so von der Lastwagen, weil ich weiss, dass mein Grossdad ja seine Lastwagen, er ist immer Scania gefahren. Und seine Lastwagen ich weiss, sind so schon immer... 2006 im Kopf gehabt, 1936. Aha. 1936. Ja, aber das ist nicht lang. Das ist nicht lang. Mhm. Ja, genau. Der Mercedes-Benz natürlich hat den ersten Diesel gemacht. Der G. Ja. Ja, der erste Diesel. Ja, der Wertschriftendrucker von London. Ah, das ist spannend. Ja, habe ich sehr interessant gefunden. Das ist irgendwie schon interessant. Eben, sie haben Schecks und so gedruckt. Und da hat er erzählt, er hat dann immer einen Helfer gehabt, der so geholfen hat, die Papierding machen. Und die haben damals richtig strikt gehabt, wer welche Aufgabe machen darf. Und auch wenn der Mario in dem Sinne ja alles hat können, weil er in dem Sinne ja der Gelernte war, hat er wirklich, auch wenn der andere im Verzug war, hat er ihm nicht helfen. Also der andere musste irgendwie Blätter von links nach rechts biegen und der Mario musste aufs Stühle hocken nebendran und warten, weil er nicht die Blätter in die Hand nehmen. Also so mega, es war ein mega Bürokratie-Ding und Zeug und so. Und das ist eigentlich etwas, wo man das Gefühl hat, ja, früher war das alles unkompliziert gewesen. Stimmt einfach nicht. Es tönt so gut, aber wenn du die Leute von früher fragst, also dann sagt er, ja, heute ist das viel entspannter oder nachher ist das viel entspannter geworden. Aber damals Wertpapier, hure kompliziert. Der darf nur das in die Hand nehmen, der darf nur das. Und ja, aber interessant. Ich denke, dass im 65 Schecks ausgestellt worden sind in London, wo der Mario gedruckt hat. Das ist crazy. Das ist ein geiles Das ist hure Gefühl. crazy, ja. Ja. Und sonst bewegt uns nicht so viel dort oben. Also wo, in London oben? Nein, ich denke bei uns im Feusisberg, im Vogelnest. Ach so. Man muss sagen, unsere Wohnung hat einen schönen Namen, das ist das Vogelnest, weil wir in der Vogelneststraße wohnen. Und dort sind eben auch schon sie aufgewachsen. Also die Familie Schier ist dort schon aufgewachsen, im Haus nebendran. Und das war das Vögi 5 gewesen, und jetzt sind wir im Vögi 3. Ja. Sympathisch. Ja, voll das Vogelnest. Das ist sehr lässig, ja.
Ja. Hat jetzt wieder putzte Scheiben. Das Vogelnest. Muss ich mich das nächste Mal achten, wenn ich durchfahre? Ja, nicht raufschauen, Muss sonst ich? blendet es noch, dann baust du einen Unfall. So super, wie ich das putze. So sauber werden die Fenster wahrscheinlich noch nie gewesen. Ja, das haben sie mir im Fall sogar gesagt. Das hat mir der Mario gesagt und die Tochter hat es mir auch gesagt. Ja, die sind ja noch nie mehr geputzt worden. Aha. Aber hauptsächlich jetzt gerade ja, Frühlingsputz und weißt du. Ja. Ja. Und sonst, was hat dich noch so bewegt? Ja, wir sind eigentlich bei der Frage 5 sind wir stehen geblieben. Ja, Beim voll. Dating, aber... Hat dich sonst nicht mehr bewegt? Hast du die Fragen laufen uns ja nicht davon. Nein, die Fragen können wir unser ganzes Leben noch beantworten. Ja, die werden wir auch immer wieder beantworten im Leben. Wir können ja jedes Mal irgendwie 5, 6 Ja, das vorlesen. fände ich noch lässig. So für die nächsten paar Folgen. Ja, voll. Dann haben wir So. immer so irgendwie nach den ersten paar Sachen, was wir geredet haben, kann man so ein paar Fragen reinnehmen. Geschichte Wo ein oder bisschen Erzählstunde. Philosophieren über Gott und die Welt und die Welt und Gott. Haben wir eine neue Rubrik für die nächsten paar Folgen. Wie nennen wir sie? Welt und Gott? Nein, wie hat es früher auf Tele Zürich hat sich so ein Dating-Shows Swiss Herzblatt. Date. Swiss Swiss Date hat Date. das geheißen. Ja. Das war Swiss lustig, ja. Mag ich mich auch noch erinnern, immer wenn wir bei meinen Grosseltern im Ibrig waren. Und sie haben immer Tele Zürich halt geschaut. Im Übrigen. Im Ibrig hinein. Und dort nach der Tagesschau, ich weiss nicht, einmal in der Woche hat es ein Swiss Date gegeben. Ich glaube, es am Freitag am Abend. Und Swiss Date hat nach dem Prinzip funktioniert, dass der Zuschauer, oder der, wo wie kann ich jetzt das sagen? Also die Show hat so funktioniert, jemand ist so in der Mitte gestanden und dann hat es 4 Kandidaten gegeben. Und dann ist es auch irgendwie mit Fragen gelaufen, dass eine Frage irgendwie in die Runde hineingestellt worden ist und dann haben die 4 Kandidaten müssen die Frage beantworten. Und am Schluss von der Sendung hat sich der in der Mitte gestanden ist, für jemanden müssen entscheiden. Und der hat aber nicht gesehen, wer das ist? Doch, er hat gesehen. von Anfang an. Und das ist immer, ich weiss noch ganz genau, der Sound, das hat immer so einen scheiß Sound gegeben. Und dann, das ist Patricia, 36 von Zürich. Und dann ist sie so anzulaufen gekommen. Und dann eben der in der Mitte so, ja, Patricia. Oh Mann! Aber das ist scheiße zu viel. Und das Lustige an dieser Show, und das haben sie, glaube ich, das erste Mal recht spät, nachdem dass die Sendung dann wieder eingestellt worden ist, haben sie das, glaube ich, mal gesagt. Und zwar, der in der Mitte gestanden ist, der hat wie jemand Nächstes müssen für die Sendung organisieren. Aha. Also So es ist gut. immer quasi... Da hast du immer wieder Leute, die sich zum Aff machen. Weil der eine blöd tut seine anderen dummen Kollegen. Alter, das ist verdammt smart. Es ist verdammt smart. Und Verdammt Tele smart. Zürich ist ja ein Privatsender und Ja, die müssen sich ja, so voll. quasi Voll. irgendwie organisieren. Haben wir ja auch schon kennengelernt. Ah nein, Du? Ja stimmt, du bist ja dort gar nicht. Ja, Ich bin nicht dabei gewesen. ich habe nur ein dürfen, Foto. Ja, ich habe am Neujahr, also wo Neujahr war, bin ich mit meinen Homies in Zürich gsi, gerade dort beim Stadelhofen. Und dann bin ich mit der Kollegin, mit einer sehr hübschen Kollegin, vorne raus gestanden, vor einem Restaurant. Und dann ist der Typ von, wie heisst er? Ich weiß nicht. Da auf der A4 haben sich wieder gesagt, nein, wie heisst der Dude? Melchior Balthasar. Melchior schon. Nein, das ist ein anderer. Aber es ist ein anderer, ja. Aber auf jeden Fall, der Typ von Tele Zürich und sein Kameramann sind dann dort vorne an und haben angefangen mit der Kollegin von mir zu flirten. Und dann habe ich mit denen angefangen zu reden. Und dann habe ich dort das Mikrofon so genommen und dann so Videos gemacht. So, Sali, wir sind Teil vom Tele Zürich. Das war noch witzig. Aber die haben einen harten Job im Fall. Ey. Der hat nachher erzählt, das war so vor dem 12 Uhr. Und wir nachher für die 12 sind alle für auf den 6-Leute-Platz raus, oder? Und dort haben die Leute gewusst, also an Neujahr, wir sind in dem Sinne der Köln-Bahnhof von der Schweiz, ist dort in Zürich auf dem Paradeplatz raus. Und die haben dann dort die Leute halt interviewt und so ein bisschen das gefilmt. Und dann habe ich am 2 Uhr morgens, ich schon recht betrunken und so, sind wir wieder vor dem Restaurant gestanden und dann sind sie 2 wieder gekommen, der Kameramann und er. Und dann so, haben wir es auch überlebt? Und ich so, ja. Und ihr habt es sicher schlimm gehabt. Und er, ja, dort vorne, hey, ihr müsst das Video anschauen, die haben uns alle das Mikrofon aus der Hand reissen und so. Und ein Theater gehabt. Und ja, es war eine lustige Begegnung. Ja, voll. Aber ja, Privatkanal.
Ich habe auch gefragt, ja, wie sind sie denn dazu gekommen, dass sie TikTok machen. Und er hat dann gesagt, er hat das einfach selber vorgeschlagen, hat es mal gemacht und dann haben sie gefunden, ja, ist cool, mach weiter. Also, ja, das ist recht... Das ist der junge Moderator der junge, mit ja. so einem kleinen Schnäuzchen, oder? Ja, voll. Aber ich weiss jetzt auch nicht mehr, wie Er er redet heisst. immer so gut, er hat immer so einen grauen Mantel hat er an. Ja, und Ja. er redet auf jeden Fall immer Ja. so lustig. Du hörst gerade, wenn du ihn reden hörst, weißt du immer gerade, dass das er ist. Ja. Ja, Sind wir- Tele Zürich. Aber unsere Rubrik können wir ja Swiss Date nennen. Ja, nennen wir sie Swiss Date. In Gedenken an Tele Zürich. Swiss Date in Gedenken, das ist doch gut. Oh Mann, Swiss Date. Swiss Date. Ja, das ist doch eh so etwas, alles, was in der Schweiz ist, muss man einfach Swiss irgendetwas nennen, oder? Schau jetzt, was Ja, kommt das- jetzt? Nein, ich habe jetzt mehr an einen Kunden von Aha. uns gedacht. Ja gut, stimmt, ja. Von dem her ja. Ja, von dem her ja. Können wir relaten, Ja. ja, absolut. Aber jetzt muss ich fast noch den Geilsten erzählen. Und zwar, das ist glaube ich am Dienstag. Am Dienstag war das. Bin ich mit meinen alten Kollegen aus der RS mal wieder zusammengehockt, weil wir planen so ein Reunion. Aha, ja, Also voll. einfach wieder Zusammenkunft, zum Zusammenhocken Yes. und so einen lustigen Tag miteinander verbringen. Der perfekte Da, Tag. der, Gehen wir Fischknusperli Der- fressen. Entschuldigung. Nein, der wird wahrscheinlich nicht so perfekt sein. Es geht nur ums Saufen. Aber wir sind dort zusammengehockt und wir sind in dem Sinn so das OK-Team. Ich bin jetzt Säckelmeister, Aha. so das Inkassobüro Kümin. Und danach, nachdem dass wir so die Traktanten abgearbeitet haben, wo findet statt und ab wann fährt das Ganze so an und so. Und jetzt der geilste, allergeilste, der eine Kollege aus der RS, den habe ich an einer Geburtstagsparty von einer Kollegin mal wieder getroffen. Und das ist jetzt, glaube ich, so etwa 2-3 Monate her. Und der hat einfach erzählt, ja, er sei vor ein paar Monaten in Thailand gewesen. Aha. Und wir haben dort schon Witzli gemacht, ja, Ladyboy und, Aha. und Was so. man halt so macht, wenn jemand Also- in Thailand in der Ferien ist. Genau. Und danach hat er gesagt, nein, einfach gemütlich, ein bisschen am Strand chillen und so. Und das war einfach voll gelogen gewesen. Und zwar, das habe ich jetzt in Erfahrung gebracht, der war beim Bachelor dabei gewesen. Bei der Bachelorette. Was? Bei der Bachelorette Lol. war er ein Kandidat gewesen. Und nachher, als Ja, ich das super. gehört habe, es hat alles Sinn ergeben. Ja. Weil er hat über seine Reise hat er nichts erzählen. Ja. Ja, darf er nicht. Er ist Der- vertraglich gebunden. Ja. Er hat einfach gesagt, ja, er war in Thailand gewesen. Mhm. Und dann, ja, wo bist du überall gewesen? Ja, dort. Ja, und was hast du denn dort gemacht? Bist du fein zu Abend essen? Oder was hat's dort? Oder kannst du Fotos von diesen schönen Restaurants zeigen? so. Nee. Normalerweise ist es ja immer umgekehrt. Die anderen, die in der Ferien waren, wollen ums Verrecken allen zeigen, wo sie waren und keinen interessiert es eigentlich. Und so, komm, wo bist du? Jetzt zeig doch etwas, du nicht so, komm schon. Oh Mann. Ja, Der ist jetzt Digga. einfach bei Bachelorette und Oh, shit. ich habe wirklich am Dienstag am Abend habe ich noch schnell auf 3+. ja, auf 3+, aber das heisst im Internet, das zum Nachschauen heisst irgendwie OnePlus. Mich extra dort angemeldet, so ein scheiß Benutzerprofil, wo in der Woche 15 Newsletter bekommst, Ja. angemeldet. Und nachher habe ich auch die eine Folge habe ich nachgeschaut und da habe ich mir auch müssen überlegen, oder habe ich mir die Frage gestellt, einfach so, was musst du für ein Typ sein, um dort dich überhaupt anzumelden? Ich kenne den Kollegen eben aus der RS. Mhm. Ich bin mit dem 24/7 aufeinander gehockt und ich kenne ihn sehr gut. Und ich hätte niemals gedacht, dass er sich dort anmeldet. Er ist überhaupt nicht der Mensch. Und die anderen, die jetzt dort sind, das sind alles so Muskelpakete und überall tätowiert und 1000. Ja, also ich glaube, was halt ein bisschen das Ding ist, das sind ja alles eigentlich normale Leute wie du und ich, die dort sind. Aber das, was wir im Fernsehen sehen, sind ja nicht sie, wie sie sind, sondern das ist ja das, wie sie 3+ gemacht hat. Das ist ja, eben wie du sagst, die anderen sind sonst alle so
packt. Oder auch die Frauen sind dünn und das ist Klischee. Also es geht nicht darum, das Klischee zu erfüllen vom jungen, attraktiven Mensch, der auf der Suche nach der Liebe ist. Und dort hat halt einfach richtigen Charakter oder so, hat keinen Platz. Und darum, das ist ja auch so, dass die oft vorgeben, also bei vielen von so Reality-TV, das ist ja geplant. Also es ist nicht so, dass die einen Text 1:1 bekommen, wo die sagen, aber es ist zum Beispiel durchaus so, dass sie konkret auf Sachen angesprochen werden, damit sie nachher Aussagen haben von denen, um sie dementsprechend darzustellen. Also du musst einfach wissen, wenn du dort hingehst, um eben beantworten, was muss man für ein Mensch sein. Es muss dir egal sein, dass die anderen Leute dich für dämlich halten, obwohl du weißt, dass es nicht so ist. Das ist, glaube ich, das Schwierige. Also dir muss wirklich ziemlich egal sein, was die anderen denken von dir. Oder du musst sehr blöd sein und das Gefühl haben, du wirst wirklich fame oder bekannt mit dem. Beim Wujo Eins hat von es beidem. funktioniert. Jein. Ist das wirklich ein Erfolg? Er hat sich nie irgendwo festigen, er hat nie irgendetwas moderieren oder etwas. Also es hat funktioniert, er hat sich einfach gröber zum Aff gemacht. Und es hat in dem Sinn funktioniert, dass er die Persönlichkeit, die er verkauft hat er sehr gut verkauft. Und er hat mehr daraus rausschlagen wie die jensten, die dort mitmachen. Aber ob man aus so etwas wirklich rauskommt, bezweifle ich. Also eben auch ich sage jetzt mal ein DSDS zum Beispiel oder ein Supertalent oder so. Es ist nicht, wenn das dein Absprungpunkt ist, dann bist du einfach gut. Dann bist du wirklich einfach gut. Und dass es so jemanden gibt wie eine Beatrice Egli zum Beispiel, die sich dann weiterhin noch im Markt haltet. Oder ein Luca Henny. Oder ja, aber auch ein Luca Henny hat sich bei weitem nicht so gehalten. Weißt, also wenn du das anschaust, ein Luca Henny ist jetzt eher ein Beispiel, der hat es noch ein bisschen rausgezogen. Er ist bei uns geblieben als bekannte Person, weil er halt ein Schweizer ist, der eine deutsche Sendung gewonnen hat. So. Aber ein Beatrice zum Beispiel, die hat wirklich geschafft, aus ihrer Persona, aus dem Gewinn etwas zu machen, dass man nicht mehr, wenn man sie hört, an Gewinn denkt. Und beim Luca Henny ist das nicht so. Luca Henny, die meisten Leute, die ihn kennen, kennen ihn immer noch wegen DSDS. Und vielleicht wegen dem Eurovision Song Contest hat er, glaube ich, mal mitgemacht. Oder? Ja, ist, glaube ich, Oder er ist Vierter geworden. Ja, genau. Also seit 1000 Jahren mal wieder das beste Resultat für die Schweiz. Ja, voll. Das kann gut sein. Aber es ist mehr so, dass wirklich jemand aus einer Sendung heraus bekannt wird und nachher auch aus dem heraus davon kann leben oder irgendetwas, das ist sehr unwahrscheinlich. Also, selbst bei diesen «Too Hot to Handle» oder so, all die amerikanischen Dinge, wo die Leute in so ein Haus packen, einfach so eine Villa, so ein bisschen Topmodel-mässig, also, die haben sich als Topmodel von den Amis abgeschaut. Das ist einfach ein Ausschlachten. Die Leute schauen gerne Leute an, die dümmer dargestellt werden, wie sie selber sind. Und es macht einfach Spass, 20 Leute zuzuschauen und wissen, 19 gehen auf die Schnur, weil nur einer kann gewinnen kann. Das ist so ein bisschen das Konzept. Es geht dort gar nicht darum, dass man die Leute wirklich lässig findet. Ich habe auch mal eine Sommerferien habe ich voll mitten im Leben habe ich quasi gesuchtet. Jeden Tag RTL 2 und das beschissenste Trash-TV mir gegeben. Und in so einem Moment merkst du, dass deine Probleme gar nicht so schlimm sind. Ja. Und das... Um das geht's. Um das geht's. Du merkst so, hey, meine Probleme... Verglichen mit diesen Menschen bin ich ja der beste Mensch auf dieser Welt. Also es geht wirklich um das. Und das ist auch so das Ding. Du musst dir mal überlegen, wenn du dich scheiße fühlst, unerfolgreich, schaust einmal, wie einer Hartz IV glücklich ist, wenn er seine Zigaretten raucht die ganze Zeit und Mettbrötchen isst. Und du denkst so, shit, habe ich ein geiles Leben. Und darum sind die so. Darum sind die auch so blöd gemacht. Darum ist es auch, wenn man so etwas mal schaut, auch gar nicht verwerflich. Das hat auch nichts damit zu tun, ob du als Zuschauer blöd bist. Sondern das ist einfach eine Möglichkeit, an nichts zu denken. Oder an nichts Wichtiges. Und von dem her ist es etwas Nices. Also ich habe immer gerne früher als Kind Klinik am Südring geschaut. Ist das auch auf RTL? Das ist auch so ein RTL-mäßiges Ding, wo so eine Klinik hat, eine Notaufnahme, und dann kommen dort Leute rein mit irgendetwas und du begleitest die so ein bisschen. Und es ist halt auch Reality-TV, deutsches Reality-TV.
einigermaßen realistische Fälle, aber total unrealistisch geschauspielert und aber auch nicht das Ziel. Also sie macht das extra so und durch das ist es auch wieder gut. Und ich habe sogar mal einen kennenlernen, der mitgespielt hat beim MC Bilal 3. Ist der eine, der dort den Hausmeister spielt. Der spielt den Hausmeister mit so ein paar Schlüsseln, der Bernd. Der heißt wirklich Bernd. Der heißt auch in der Serie Bernd, aber er heißt wirklich Bernd. Ich habe immer noch das Kärtchen irgendwo in meinem Portemonnaie. Und der hat auch gesagt, ja, das ist alles gestellt und so. Und der hat das auch erzählt. Also es ist wirklich, du hast dort auch einen Setleiter, du hast dort einen Regisseur, du hast dort ein Drehbuch. Ja. Aber es ist nicht bestimmt, was genau für Sätze gesagt werden. Ja. Das, ja. Also Andreas seine Sätze «Halt, stopp!» Ja. Das ist nicht geskriptet. Also es ist nicht, nein, es ist nicht geskriptet, wahrscheinlich im Sinn von, dass er jetzt sagt, nein, halt, stopp. Das hat er gemacht. Er ist das Phänomen, darum ist es auch so ein Meme geworden. Aber es ist ganz klar darauf abzielt, das ist ja bei Frauentausch. Und Frauentausch ist ja ganz klar darauf abzielt, du nimmst eine Familie, die ein sauberes Leben hat und tust eine drin rein, die keins hat, zum Problem erschaffen. Also du willst, dass die eine Frau sagt, was haben die da für einen Saustall? Und du willst, dass die andere sagt, ihr habt es hure schön, ich will aber trotzdem wieder zurück, bei euch ist alles viel zu kompliziert. Das willst du bei dieser Sendung. Und dann gibt es halt die einen, die dann wirklich hässig werden. Und ich sage Andreas, der ist wirklich hässig geworden. Aber man hat denen auch gesagt, so, und jetzt stehen wir da ins Zimmer rein und diskutieren über das. Der wird wahrscheinlich gesagt, oh nein, Scheissdreck, so ein Scheissdreck interessiert mich nicht. Und dann hat er gesagt, doch, du sagst jetzt etwas. Und dann hat sie irgendetwas Dummes rausgelegt. Ich fand, halt, stopp! Jetzt rede ich! Das Kinderthema ist auch, ob du willst und nicht. Ja, aber so entsteht das Zeugs. Und man kann sich jetzt auf der anderen Seite fragen, ob das fair ist, den Leuten gegenüber. Auf der anderen Seite bekommen die Geld für das. Also es ist nicht gratis, die bekommen Geld für das. Ja, ist unterhaltsam, ist jetzt aber auch nicht weltbewegend. Also es hilft niemandem, aber es schadet irgendwie auch nicht wirklich jemandem. Ja, schon. Ja, schon. In meiner Zeit, als ich in Hamburg war, habe ich aber schon gemerkt, dass es halt wirklich so Familien gibt. Und das ist also für mich damals, aber bei uns daheim war Geld nie das Thema. Wir haben immer alles bekommen. Aber dann, als ich in Deutschland war, in Mecklenburg-Vorpommern, im ärmsten Bundesland von Deutschland, und dann hat es halt wirklich so Hartz-IV-Familien gegeben, wo jeden Tag irgendwie... Zum Beispiel, ich bin in Deutschland bin ich immer in Lidl gepostet, weil der einfach an meinem Heimweg so gut gelegen ist. Und danach hast du halt dort wirklich so Menschen gesehen. Und für mich ist das auch... im ersten Moment habe ich das einfach aus dem Fernsehen gekannt. Und das ist, eine Szene ist mir noch geblieben. Da bin ich... Expert gibt es ja in Deutschland. Das ist so wie der Faust oder Mediamarkt bei uns in der Schweiz. Einfach Technik und so. Ja, so bei Technikfragen. Technikfragen. Ja, so genau. Saturn ist das, glaube ich. Expert hat das geheißen. Und danach auf dem Parkplatz, ich habe meinen Computer dabei gehabt mit dem Schweizer Stecker. Und in Deutschland haben sie ja die ein bisschen dickere Stecker. Da musste ich irgendwie so einen Adapter posten. Und dann auf dem Parkplatz aussen hat es ein Kind gehabt. Das war gerade der Moment, wo die Nintendo Switch, die erste Nintendo Switch rausgekommen ist. Und dann auf dem Parkplatz hat es ein kleines Kind gegeben, wo den ganzen Parkplatz unterhalten hat und gerufen hat: «Mama, ich hasse dich! Du bist eine Rabenmutter! Ich will die Nintendo Switch! Ich hasse dich! Ich bleib hier!» Ach du Scheiße. Und ich nur gedacht, hey Kollege, wenn ich früher mit meiner Mami so geredet hätte. Ui. Und ja, das ist jetzt vielleicht auch so 1 von 100 Kindern. Und ich habe Ja, jetzt einfach klar, grad, aber trotzdem. aber so etwas habe ich halt wirklich nur aus dem Fernsehen gekannt. Ja, und also, es ist ja auch so, ich gehe immer zu meinen Grosseltern zum Mittagessen einmal in der Woche. Und wir haben heute über Vorurteile, die die Schweizer über die Deutschen haben, geredet. Und es ist halt schon so, ein Vorurteil ist Unfreundlichkeit. Klar, wir sind einfach überfreundlich, wir Schweizer, so. Aber auch sonst, wir hatten dann das Beispiel gehabt, wenn du halt irgendwo, wir überall alles
Bitte und Danken und Bitte und Merci und super und am besten, wenn du jemand reinlaufst, entschuldigt der sich noch für dich. Also weißt du, so. Und sie sind halt eher so direkt so, ja, ich bekomme das oder ich will das oder ich, ja, noch das oder das. Und wir kennen das halt gar nicht so in der Schweiz und darum haben wir das Gefühl, die sind alle unfreundlich, oder? Plus, bei uns haben wir halt auch nicht so ein System wie die Deutschen. Also bei uns hast du schon auch, ich sage jetzt mal die Hartz-IV-Familie, aber da gibt es vielleicht eine im ganzen Dorf über 5 Generationen. Weißt du, so gefühlt. Und die kennt dann auch jeder. Aber in Deutschland ist das schon nochmal ein anderes Niveau, wo da ein tieferes Niveau. Ist vielleicht auch eben Mecklenburg-Vorpommern, das ist früher eine DDR gsi. Und mit diesen Leuten, ich sage jetzt 40 und plus, die sind halt auch noch mit dem Kommunismus aufgewachsen. Ja. Ist für mich hochinteressant gsi, einfach wie die Kehrseite von unserer Gesellschaft mal richtig kennenzulernen. Und das Lustige ist, die haben alle gesagt, früher war es wirklich besser gewesen. Ja. Früher hast du Märkli bekommen und wenn es einmal in der Woche Bananen im Supermarkt gegeben hat, dann sind die Leute angestanden. Ja. Auf der anderen Seite, heute tut man noch gute Sachen in Güssel rühren und so. Und früher war die Wertschätzung in dem Sinne noch viel einfach anders gewesen, weil Ja, man hat halt alles das nicht Volk im anders, Überfluss. man hat es einfach anders kontrolliert, das Volk. Und dann sind wir ja wieder bei dem, wo wir letztens darüber geredet haben, mit so Nordkorea, Südkorea oder so. Sind die Menschen wirklich unglücklicher dort oder nicht? Und das ist ja schon etwas, wenn dir Entscheidungen abgenommen werden, dann geht es dir eigentlich besser. Nur hast du auch weniger Freiheit. Also es ist Plus und Minus. Weil eben, du hast es einfach... Ja, es ist einfacher. Es gibt einfach das und alles andere gibt es einfach nicht. Was ja eigentlich auch nicht schlecht ist. Weil, und auf der anderen Seite, Bananen zum Beispiel. Ich meine ganz steile Call. Aber brauchen wir überhaupt Bananen? Bei uns gibt es keine Bananen. Brauchen wir Bananen? All das Zeugs, was es bei uns nicht gibt, brauchen wir das dann überhaupt? Eigentlich brauchen wir es gar nicht. Also viele Probleme, die wir uns machen auf diesem Planeten, sind genauso Sachen wie die durch etwas dingselt sind, das wir eigentlich gar nicht bräuchten. Nur damit wir die Auswahl haben. Und die Auswahl macht die am Ende des Tages unglücklich. Also eigentlich ist es komplett die falsche Richtung. Weil wahrscheinlich wären wir wirklich alle glücklicher, wenn jeder einfach nur seinen Bauernhof hätte. Und wenn du mal nichts zu essen hast, musst du beim nächsten Bauern fragen und dann gibt er dir Mais. Und dann gibt es nachher Türkenmaluns. Ich weiss nicht, hat mein Grosspapi heute gerade am Mittag erzählt. Wenn sie in Meienfeld ist er aufgewachsen. Wenn sie nichts zu essen hatten, dann ist man zum nächsten Bauer, den es noch gegeben hat. Man hat ja eigentlich jeder ein bisschen gebauert und sie waren Metzger. Also der Papi hatte eine Metzgerei gehabt. Und wenn sie nichts zu essen hatten, dann bist du zum Bauer und der Bauer hat die schlechteren Maiskölben haben sie aufgehängt zum Trocknen an der Hauswand aussen. Heute ist das noch Schmuck, aber früher haben wir das gemacht, um die zu trocknen. Dann wird die aussen aufgehängt am Haus und dann hast du so, wenn du nichts zu essen bekommst, bist du fragen und dann bist du den ganzen Nachmittag oder den Tag bist du helfen auf dem Feld. Und dann hast du nachher 2 oder 3 Maiskölben bekommen und dann hat es für die ganze Familie nachher Türkenmaluns gegeben. Weil man hat immer gesagt, Mais, mit dem kannst du alles machen. Und ja, dann hast du einfach den Mais, die haben sie Polenta gemacht, du hast den Mais klein gemahlen, dann hast du den gekocht im Wasser und nachher hast du es zusammengeklumpert und hast es angebrötelt und es war Maluns. Ja. Und eigentlich mega spannend eben und glücklich in dem Sinn sind sie auch gewesen. Sie hatten andere Probleme gehabt, aber dass sie nicht haben können im Laden Ananas posten, ist keins davon gewesen. Also wirklich, wir haben in dem so, Sinn, ja. wir haben hure viele Sachen gelöst, die aber gar niemand hätte lösen müssen. Aber wir haben hure viele Sachen nicht gelöst, die man eigentlich müsste angehen. Ja. Schon so, ja. Da habe ich auch ähnliche Aussage in dem Sinn gehört in Bezug auf Liebe und Freundinnen und so. Je grösser das die Auswahl ist, desto schlechter tust du dich einfach entscheiden. Und desto einfacher ist es eben, etwas fallen zu lassen und das Gefühl haben, ja, beim nächsten ist es ein anders, besser. Ja, das fühle ich mega. Und ja, das ist für Das mich ist bei uns persönlich heute ganz schlimm in unserer Gesellschaft. speziell in unserer Generation, tue ich jetzt einfach mal laut rausposaunen. Ja, schon. Ja. Das ist halt schon schwierig, weil eben, du hast ja über Social Media und so,
du hast die ganze Zeit in dem Sinne auf dem Silbertablett, dass es ja auch noch andere Optionen gibt. Und das ist einfach schwierig. Auf der anderen Seite ist es heute eben auch viel schneller, dass du jemanden kennenlernst. Also weißt, es ist dann auch mega schnell so, dass du jemanden kennenlernst und dann startest du am Schluss in eine Beziehung mit jemandem, obwohl wenn er den normalen Weg vom Kennenlernen, sage ich jetzt mal normalen Weg, gegangen wäre, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Und das ist immer so ein bisschen schwieriger. Und es ist schon richtig, dass wir wählerischer sind, aber es ist auch falsch. Also es hat wieder ein bisschen beides. Weil du wirst unglücklich mit dem. Ich habe diese Woche gerade mit einer Frau ein bisschen über das Thema geredet. Und es war interessant. Also ich probiere da ein paar Sätze von ihr aus dem Gedächtnis so wieder rauszuziehen. Und sie hat in dem Sinn gesagt, dass... was hat sie gesagt? Jetzt müssen wir noch zuhören. Nein, ich habe Schlau, gut... da hat man einmal mit einer Frau im Leben. Nein, sie hat es eigentlich hure gut gesagt und ich probiere es gleich Aha. gut wieder. Ja, das ist wieder immer geben. schwierig. Das ist immer schwierig. Das ist jetzt gerade hure schwierig und jetzt habe ich gerade ein bisschen Hey, den du hast Faden mal verloren. falsch. Ja, was hat sie gesagt? Aber- Wahrscheinlich am Morgen beim Oh Autofahren. nein, oder? jetzt weiss ich es wieder. Eigentlich, sie ist immer noch mit dem ersten Freund zusammen. Und Ja. mit dem ersten Freund ist sie irgendwie mit 16 plus minus. Mhm. Der ist, glaube ich, ein Jahr oder so älter. Und seit 16 ist sie immer mit dem zusammen gewesen, mit dem ersten Freund. Und sie hat die Aussage quasi gesagt, dass eine Beziehung einfach auch mit einer Freundschaft muss starten Mhm. und nicht, du musst am ersten Date gerade die Absicht bekannt geben, hey, du willst eine Freundin, ich will einen Freund. Oder halt andersrum. Dass es von Anfang an muss klar sein muss, sondern du musst zuerst einmal gute Sachen erlebt haben, du musst mal ein bisschen schlechte Sachen erlebt haben. Dann merkst du, aha, da gibt es eine Verbindung und dann funkt es auch. Ja, weisse Frau, die das gesagt hat. Weil das würde ich jetzt so unterschreiben. Das war auch mein Learning gewesen und ich habe das dann auch so gemacht bei der nächsten Frau, die ich kennengelernt habe und habe auch so eben keine Beziehung gestartet. Obwohl ich im ersten Moment vielleicht gerne hätte und sie in dem Fall jetzt auch, aber ich kann dann halt wirklich nicht wählen. Und habe das gemerkt, weil am Anfang ist es immer lässig und so, aber auf die andere Seite ist es eben auch schwierig in unserer heutigen Zeit, länger befreundet zu sein und sich dann irgendwie plötzlich die Ebene zu ändern. Weißt du? Also ändern im Sinne von einem Retourschritt oder Nein, ein Schritt es kommt darauf weiter? an, ob du Beziehung als Retour oder vorwärts anschaust. Aber Schon eine Beziehung wäre für mich schon ein Schritt für sie. ja, eben, aber du musst einfach die Ebene, die man zueinander hat. Also wenn ich jetzt denke, meine besten Kolleginnen, die liebe ich auch auf eine Art, aber nicht die gleiche Art, wie ich meine Freundinnen in dem Sinn gerne hatte oder das. Für mich ist eine Kollegin etwas anderes wie eine Freundin. Für mich, Hoffentlich auch, ja. ja, aber weißt, wenn es mit einer Freundschaft startet, dann habe ich für mich, für den Mensch ist das dann eine Freundschaft. Und klar, ich habe Freundinnen, die ich auch zum Teil siehst Jahre nicht oder so, aber mit denen würde ich wahrscheinlich eine unglaublich glückliche Beziehung führen. Aber es ist meine Freundin, meine Kollegin und nicht eine Beziehungspartnerin. Und wenn ich sie als Partnerin anschauen würde, wüsste ich gar nicht, ob ich es dann noch so gut hätte mit ihr. Also, keine Ahnung, vielleicht ist das auch der Fail. Vielleicht muss man jede Freundin genauso behandeln wie eine Kollegin, aber das geht ja dann auch nicht. Also, ja, es ist schon schwierig. Auf die einen Seite ist es richtig, eben, was sie gesagt hat, weil du musst mit deinem Partner, das muss wie ein bester Kollege sein. Auf die andere Seite, meine letzte Beziehung, würde ich behaupten, sind wir wie beste Kollegen gewesen, aber dann halt auch irgendwann nicht mehr wie beste Kollegen. Und wenn du dann nur noch beste Kollegen bist, bringt eine Beziehung eben auch nichts. Also, ja, es ist so ein bisschen ein Zwiespalt, mit der sollte es gerade von Anfang an klar sein oder nicht. Weil, wenn ich von Anfang an weiss, oder ich sage jetzt mal, eine Frau, die mich von Anfang an nicht interessant findet, wird mich auch in 2 Jahren nicht interessant finden. So fühlt es sich für mich an. Aber ich weiss nicht, vielleicht ist das auch falsch. Also bei meiner ersten Freundin ist das quasi auch eine der letzten Aussagen gewesen. In dem Sinn für mich
eine absolut korrekte Aussage und das ist auch meine Vorstellung von einer perfekten Beziehung, dass man als Team perfekt funktioniert. Dass quasi das Teamwork, der eine schaut auf den anderen und umgekehrt. Und das hat sie mir quasi noch gesagt, aber halt als Kollege. Und für mich war sie immer noch meine Freundin gewesen. Und Ja. für mich persönlich, aber das ist fast eine Grundvoraussetzung, dass überhaupt eine Beziehung zustande kommen kann, dass man füreinander denkt, dass man Ja. miteinander schafft oder was auch immer. Ja. Und nicht nur. Ja. Weiss Ja, auch das ist nicht. schon. Ja, es ist auch ein schwieriges Thema. Das ist nicht etwas, wo man einfach so beantworten kann. Ich meine, über das Thema, da könnte man jetzt auch, wenn ich jetzt an meine Mami denke oder so, wo 40 Jahre länger auf dem Plan. Nein, nicht 40 Jahre, jetzt tut sie mir gerade leid. Tut mir leid, Mami. Nein, wo 20 Jahre länger auf dem Planet ist. Oh, So, ja, das kannst du nicht beantworten. Und jeder ist wieder anders. Vor allem irgendwann. Also ich weiß nicht, ob du den Vergleich kennst mit den Wassergläsern. also das Glas ist halb voll oder halb leer. Ja, nicht unbedingt. Also es ist mehr, wenn du den Mensch als Glas anschaust. Der Mensch ist ein Glas und das Wasser drin ist die Liebe, die er zu verschenken hat oder die er zu geben hat. Und die einen Gläser, die sind sehr voll und die anderen Gläser sind nicht so voll. Aber für einen selber ist jeder für sich voll. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Freundin habe, die hat ein ganz grosses Glas, hat ganz viel Liebe zu verschenken. Sie gibt mir nur die Hälfte von dieser Liebe in mein Glas. Ich habe aber nur ein kleines Glas. Dann überflutet mein Glas schon, obwohl sie nur die Hälfte von dieser Liebe gibt, die sie mir eigentlich geben könnte. Und dann gebe ich ihr alle Liebe, die ich kann. Das ist aber für sie nur so ein ganz kleiner Teil, weil sie viel mehr Liebe hat und auch viel mehr aufnehmen kann. Und das ist halt etwas, was am Anfang oft stimmt in einer Beziehung, weil halt beide einfach mehr geben, wie das, was eigentlich in ihrem Glas wäre. Und irgendwann kommt man in diese Szene, wo man nicht mehr einfach irgendwie gibt, sondern wirklich nur noch so, wie man halt ist. Und wenn dann das zwei unterschiedliche Gläser sind, dann ist es ein Ungleichgewicht, das früher oder später die Beziehung einfach gefährdet. Und das habe ich schon in beiden Situationen erlebt. Also ich bin schon das volle Glas gsi, ich bin aber auch schon das leere Glas gsi. Und ich habe eigentlich zuerst gemeint, weil ich immer das vollere Glas bin, ich bin in dem Fall ein volles Glas und die anderen Menschen sind immer so. Aber es hat dann zuerst eine andere Frau dafür gebraucht, um zu merken, no, das ist nicht so. Und darum, Ja, also, voll. es ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Aber am Schluss geht es wie mehr darum, dass es eben passt. Weil es kann ja auch sein, dass jemand ein mega volles Glas hat, aber gar nicht jemand anders braucht mit einem vollen Glas, sondern dem langt jemand, der nur ganz wenig Liebe gibt. Und sie gibt gerne mega viel Liebe, zum Beispiel. Das ist so schwer und das weiss ja ein Mensch über sich selber eben nicht. Ich habe gedacht, ich bin in dem Fall ein volles Glas. Andere Menschen kennengelernt, da bin ich plötzlich ein anderes Glas, Ja. weil der noch viel mehr Liebe hat zum Verschenken. Und ja, also, Ja. gerade wenn man sich gefunden hat, merkt man, dass man sich eben nicht, das nicht weiss. Ja, die Metapher, die hätte ich vor 3-4 Jahren gebraucht. Ja. Das wäre gut gewesen, weil eben die erste Freundin, die hat mich abgrundtief in ein psychisches Tief so reingeworfen. Weil es halt einfach auch in meinen Gedanken hat meine perfekte Freundin genau so ausgesehen. Also Charakter, Aussehen, es hat wirklich alles so perfekt gestimmt. Und dann vom einen auf den anderen Tag ist dann das plötzlich nicht mehr gut genug gewesen, im Sinne von, sie hat kein Interesse an mir mehr. Und ich würde jetzt behaupten, ich bin immer der gleich geblieben. Ich habe mich nicht verändert und sie ist entweder einen Schritt führen oder einen Schritt retour gegangen. Und das, aber für mich ist in meinen Kopf ist in dem Sinne nicht reingegangen, was habe ich falsch gemacht. Dass Ja, es jetzt zu dem Schritt gekommen ist. Weißt du, so etwas braucht ja auch mega lang. Ich glaube, du bist einfach auch noch nicht am Punkt gsi, wo sie eben schon angekommen ist. Sie ist schon an den Punkt gekommen, wo sie gemerkt hat, ich bin nicht das, wo ich mir gedacht habe, dass ich es bin. Und du bist bis jetzt nur bis zu dem Punkt nur bestätigt worden. Es ist das gsi, was du hast wollen. Sie ist nicht bestätigt worden und darum hat sie gemerkt, ich muss mich vielleicht anders orientieren. Und wenn du jetzt, ich sage mal, wer weiß, wie lange das noch so gewesen wäre.
Weil das ist ja immer so, wenn eine Person auf der einen Seite unglücklich ist, dann kann es fast nicht sein, dass die andere Person wirklich glücklich ist. Sonst stimmt irgendetwas nicht oder jemand tut sich etwas vorspielen. Aber und ich glaube, da ist der Punkt. Du hast in dem Sinne noch Sachen dir vorgespielt und denkt, sie seien perfekt, weil es noch nicht Oder so sie- weit gekommen ist. Sie können noch quasi perfekt werden. Die Täuschung hat sich noch nicht enttäuscht. Ja, genau. Genau das ist noch nicht passiert gewesen. Und wie bei mir eben mit dem halbleeren Glas. Ich habe immer das Gefühl, ich gebe einfach zu viel Liebe und das finden die Frauen unattraktiv. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, nein, es ist einfach auch abhängig vom anderen Menschen gegenüber. Jemand, der viel Liebe braucht, jemand, der weniger Liebe braucht. Und ja, und das... Da hat mir ein Braucht guter Zeit. Kollege eine andere Metapher mit auf den Weg gegeben. Und wenn du jetzt da, wo zuhörst, in einer ähnlichen Situation bist, vielleicht hilft dir diese Metapher. Wenn du dein Leben so wie einen Lift anschaust, also erstes Stockwerk, zweites Stockwerk, bis irgendwo ins 100. Stockwerk auf und jedes Stockwerk ist ein Lebensjahr. Und da gibt es einfach Leute, die einsteigen und dann plötzlich irgendwo wieder aussteigen. Und jedes Mal, wenn du aussteigst oder wenn jemand aussteigt, kannst du einfach Danke sagen. Hey, es war cool, dass du mit mir jetzt vom 20. bis in den 24. Stock mitgefahren bist. Coole Zeit gewesen, schön, mach's gut. Ja, und vor allem hat sie in dem Moment Platz gemacht, dass wieder jemand mehr einsteigen kann. Und das ist eigentlich ein bisschen schön an dem Bild, das du jetzt gerade gesagt hast. Weil oft braucht es das eben, dass auch jemand aussteigt, damit überhaupt jemand Neues einsteigen kann. Das ist eine schöne Metapher. Voll. Mehr Faffa, mehr Laffa. Mehr Daffa. Matadafa. Madadafa. Nein, Gaddafi. Jetzt kann ich selber nicht mehr sagen. Metapher. Fuck. Metapher. Nein, das Ding. Motherfucker. Wenn in der Wüste etwas gesagt Fata Morgana. Fata Morgana, ja, das habe ich gesucht. Mata Forgana. Fatata Morfana. Oh, Oh mein Gott. Ja. voll. Ich glaube, das letzte Mal, das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn wir das jetzt an der Ende der Folge erst Aha, ja, auflösen. stimmt. Wir Aber haben du ja- hast mich noch eine Frage Ja, voll, gestellt, aber ich weiss sie Ich nicht weiss mehr. sie auch nicht mehr. Ich habe irgendetwas, wo... Badesäufe, Ja, nicht? genau. Mit was badest du? Was für Badesäufe du verwendest? Wir reden über Badesäufe. Ja, genau, jetzt ein bisschen Onlyfans wissen. Ja, aber jetzt lässt ja eh keiner mehr zu, wenn wir das nicht richtig machen, weil wir es einfach die ganze Folge nicht thematisiert haben. Oh, Scheiße, stimmt. Trotzdem, für alle, die es Wunder genommen hat. Genau, für alle Fans, die bis zu diesem Punkt drangeblieben sind. Ich tue sehr selten baden, aber wenn ich bade, dann eigentlich sehr gern. Und am liebsten das Zweite natürlich. Aber allein habe ich, glaube ich, in der Wir können schon letzten... nachher baden. Also. Das habe ich nicht damit gemeint. Aber Schade. ich glaube, in den letzten 3 Jahren, ich habe einmal gebadet. Und Was? sonst immer duschen. Krass. Von Aber dem du her- hättest ja sogar eine Badwanne. Ja, sicher habe ich eine Wir Badwanne. haben keine Aber Badwanne. das heisst, ich brauche sie einfach zu wenig. Ja. Scheiße, ja. Aber darum Badewasser oder was? Bademittel, Bademittel. Ich weiss auch nicht mehr so viel. Wischmittel. Wäschmittel. Die Wäschwäsche. Also mit Dusche, ich muss eher aufs Duschen beantworten, entweder Head and Shoulders oder ich komme von den Verwandten immer auf Weihnachten so ein Achspäckchen, wo so ein Deo und ein Shampoo Ja, und so alles. die Packages, Ja, genau. die du dann so 3 Jahre später findest und 3 Tübli nicht aufgemacht hast, weil du es einfach nicht brauchst. Genau. Und so organisiert sich in meiner Dusche. Hure gut. Voll. Hure gut. Ja, schön. Jetzt muss ich mir irgendwie noch eine Frage für dich das nächste Mal überlegen. Hast du schon mein Handy? Ja, sicher, sehr gern. Dann würde ich sagen, dass wir das nächste Mal den anderen fragen, ob du eine geheime Vorahnung hast, wenn du sterben wirst. Oh shit, gute Frage. Wow, gute Frage. True Honey. Sehr gut. Reden wir nächstes Mal Also in drüber. dem Fall, Dem bis Fall. nächste Woche. Peace out. Peace out. Ciao, Bis ciao. dann.
kommt sicher noch mehr. Nur das Schöne, nur das Gute wollen sehen. Jede Warnung, all die Zeichen ignoriert. So viel Nerven, so viel Wärme investiert. Es weite scharfe Beise, sehe dich in kaltem Licht. Ich frag mich mittlerweile, wie man so blind kann sein. Das sind die letzten Reste, das ist mein Abschiedsbrief. Ich drehe eine Runde, dann kommt die Abrissbirne. Nochmal ein Liebeslied, dann sind wir